Новый шеф очень симпатичный. Der neue Chef ist sehr sympathisch. Der neue Chef ist sehr sympathisch. У тебя есть планшет? Нет, у меня есть ноутбук и мобильный телефон. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Hast du ein Tablet? Nein, ich habe einen Laptop und ein Handy. Тебе следует вечером принять 2 таблетки. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. Du sollst am Abend 2 Tabletten nehmen. В офисе не темно, это светлый офис. Das Büro ist nicht dunkel. Es ist ein helles Büro. Das Büro ist nicht dunkel. Es ist ein helles Büro. Стол непрактичен. Это непрактичный стол. Der Schreibtisch ist nicht praktisch. Es ist ein unpraktischer Schreibtisch. Der Schreibtisch, дословно письменный стол. Schreibtisch. Der Schreibtisch ist nicht praktisch. Es ist ein unpraktischer Schreibtisch. Из лифта. Aus dem Aufzug. Aus dem Aufzug. В лифт. In den Aufzug. In den Aufzug. В магазине. Im Geschäft. Im Geschäft. Из магазина. Aus dem Geschäft. Aus dem Geschäft. В магазин. Zum Geschäft. Zum Geschäft. Из столовой. Aus der Kantine. Aus der Kantine. В столовой. In der Kantine. In der Kantine. В столовую. In die Kantine. In die Kantine. Из столовой. Aus der Kantine. Aus der Kantine. В командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise.
Я дарю ему книгу с правилами дорожного движения. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Я покупаю себе чемодан. Ich kaufe mir einen Koffer. Ich kaufe mir einen Koffer. Я давно тебя не видел. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Мне все еще это нравится. Es macht mir noch immer Spaß. Es macht mir noch immer Spaß. Я сейчас дома. Ich bin im Moment zu Hause. Ich bin im Moment zu Hause. Я вышла замуж 2 года назад, и вот уже год, как у меня есть маленький сын. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Я поздравляю тебя. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Обратите внимание, данный глагол после себя требует дательный падеж, поэтому местоимение стоит в дательном падеже. Теперь у меня есть собственная квартира. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Мы ходили в одну школу. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Она едет за границу на 2 года. Sie fährt ins Ausland für 2 Jahre. Sie fährt ins Ausland für 2 Jahre. Мы едем в Мюнхен на несколько недель. Wir fahren nach München für einige Wochen. Wir fahren nach München für einige Wochen. На 3 месяца я еду в Финляндию. Ich fahre nach Finnland für 3 Monate. Ich fahre nach
Finnland für 3 Monate. Она едет в Кёльн на 4 дня. Sie fährt nach Köln für 4 Tage. Sie fährt nach Köln für 4 Tage. Ваш сын уезжает за границу, чтобы учиться. Ihr Sohn fährt ins Ausland, um dort zu studieren. Ihr Sohn fährt ins Ausland, um dort zu studieren. Марта читает все объявления, чтобы снять дешевую квартиру. Martha liest alle Anzeigen, um eine billige Wohnung zu mieten. Martha liest alle Anzeigen, um eine billige Wohnung zu mieten. Чтобы понять этот текст, нужно знать много слов. Diesen Text zu verstehen, muss man viele Wörter kennen. Diesen Text zu verstehen, muss man viele Wörter kennen. Почему вы не хотите идти в кино? Warum wollen Sie nicht ins Kino gehen? Warum wollen Sie nicht ins Kino gehen? Она хочет летом поехать на море. Sie will im Sommer ans Meer fahren. Sie will im Sommer ans Meer fahren. Я хочу рассказать тебе новость. Ich will dir eine Neuigkeit erzählen. Ich will dir eine Neuigkeit erzählen. Господин Вагнер прочитал интересную книгу. Herr Wagner hat ein interessantes Buch gelesen. Herr Wagner hat ein interessantes Buch gelesen. Стефана и Рафаэла навестили своих друзей. Stefano und Raffaella haben ihre Freunde besucht. Stefano und Raffaella haben ihre Freunde besucht. Мы ходили в театр. Wir sind ins Theater gegangen.
Wir sind ins Theater gegangen. Я позавтракал в 8 часов. Ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Вчера ты долго работал. Du hast gestern lange gearbeitet. Du hast gestern lange gearbeitet. В этом предложении у нас прямой порядок слов. Можно сделать обратный, начиная со слова gestern. Gestern hast du lange gearbeitet. Твоя сестра не купила хлеба. Deine Schwester hat kein Brot gekauft. Deine Schwester hat kein Brot gekauft. Чего ждут зрители? Worauf warten die Zuschauer? Worauf warten die Zuschauer? Чего мы ждем? Worauf warten wir? Worauf warten wir? Чему все радуются? Worüber freuen sich alle? Worüber freuen sich alle? С кем ты встречаешься завтра? Mit wem triffst du dich morgen? Mit wem triffst du dich morgen? Чем недоволен учитель? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Кем недоволен шеф? Mit wem ist der Chef nicht zufrieden? Mit wem ist der Chef nicht zufrieden? Хорошая идея, так как я хотел бы тоже это знать. Gute Idee, denn das möchte ich auch wissen. Gute Idee, denn das möchte ich auch wissen. Вопрос скучный. Die Frage ist langweilig. Die Frage ist langweilig. Она работает офис-менеджером и контролирует множество проектов.
Sie ist Kauffrau für Büromanagement und kontrolliert viele Projekte. Sie ist Kauffrau für Büromanagement und kontrolliert viele Projekte. Я изучаю немецкий язык на языковых курсах по понедельникам и средам. Montags und mittwochs lerne ich Deutsch im Sprachkurs. Montags und mittwochs lerne ich Deutsch im Sprachkurs. Он живет на Паркпляц. Er wohnt am Parkplatz. Твой ключ лежит на столе. Dein Schlüssel liegt auf dem Tisch. Собака лежит под столом. Der Hund liegt unter dem Tisch. Среди слушателей были разыграны 3 билета на концерт. Unter allen Zuhörern wurden 3 Tickets für das Konzert verlost. Лампа висит над обеденным столом. Die Lampe hängt über dem Esstisch. Он спрашивает, что ты читаешь. Er fragt, was du liest. Er fragt, was du liest. Я скажу тебе, когда он придет. Ich sage dir, wann er kommt. Ich sage dir, wann er kommt. Плохо, что он всегда все забывает. Es ist schlecht, dass er immer alles vergisst. Es ist schlecht, dass er immer alles vergisst. Он хочет знать, едем ли мы в город. Er will wissen, ob wir
in die Stadt fahren? Er will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Я желаю Карлу хороших соседей и дарю ему вазу. Ich wünsche Karl nette Nachbarn und schenke ihm eine Vase. Ich wünsche Karl nette Nachbarn und schenke ihm eine Vase. Я желаю Беате больших успехов и дарю ей плитку шоколада. Ich wünsche Beate viel Erfolg und schenke ihr eine Tafel Schokolade. Ich wünsche Beate viel Erfolg und schenke ihr eine Tafel Schokolade. Я покупаю ему бутылку спиртного. Ich kaufe ihm eine Flasche Schnaps. Ich kaufe ihm eine Flasche Schnaps. Я дарю ему календарь встреч. Ich schenke ihm einen Terminkalender. Ich schenke ihm einen Terminkalender. Я дарю им 2 билета на концерт. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Я не куплю ему ничего. Ich kaufe ihm gar nichts. Ich kaufe ihm gar nichts. Я дарю им 50 красных роз. Ich schenke ihnen 50 rote Rosen. Ich schenke ihnen 50 rote Rosen. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen,
Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Мартин не смог прийти вчера вечером, ему нужно было убрать свою квартиру. Martin konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seine Wohnung sauber machen. То есть здесь убрать квартиру, дословно сделать чистой квартиру. Керстин не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось навещать брата в больнице. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Birgit не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось отвезти свою машину в мастерскую. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Пауль не смог прийти вчера вечером, ему еще нужно было написать 5 электронных писем. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Климат здесь очень влажный и жаркий, мне нужно к этому привыкнуть. Das Klima hier ist sehr feucht und heiß. Ich muss mich daran gewöhnen. Das Klima hier ist sehr feucht und heiß. Ich muss mich daran gewöhnen. Моя девушка сейчас учится за границей. Я часто вспоминаю о ней. Meine Freundin studiert jetzt im Ausland. Ich erinnere mich oft an sie. Meine Freundin studiert jetzt im Ausland. Ich erinnere mich oft an sie. Все коллеги обедают. Почему ты не хочешь к ним пойти?
Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen? Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen? Я хочу купить эти брюки. Мне нужна еще обувь к ним. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Мы не знаем точное время отправления нашего поезда. Спросите об этом в справке или в справочном бюро. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach. Стул сломан. Не садись на него. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. На фото мои родители. Между ними я. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Я не знаю, когда поеду за границу. Ich weiß nicht, wann ich ins Ausland fahre. Ich weiß nicht, wann ich ins Ausland fahre. Я хотел бы знать, кому принадлежит тот дом. Ich möchte gerne wissen, wem jenes Haus gehört. Ich möchte gerne wissen, wem jenes Haus gehört. Вы знаете, как долго работает магазин? Wissen Sie, wie lange das Geschäft geöffnet ist? Wissen Sie, wie lange das Geschäft geöffnet ist? Дословно, как долго открыт этот магазин. Мы не знаем, откуда он родом и где он живет сейчас. Wir wissen nicht, woher kommt und wo jetzt wohnt. Wir wissen nicht, woher kommt und wo jetzt wohnt. Господин Клингер занимается спортом, чтобы быть сильным.
Herr Klinger treibt Sport, stark zu sein. Herr Klinger treibt Sport, stark zu sein. Господин Рихтер занимается, вернее играет в волейбол, чтобы быть здоровым. Herr Richter spielt Volleyball, gesund zu sein. Herr Richter spielt Volleyball, gesund zu sein. Господин Майер играет в футбол, чтобы сбросить вес или чтобы похудеть. Herr Meier spielt Fußball, abzunehmen. Herr Meier spielt Fußball, abzunehmen. Госпожа Майер играет в шахматы, чтобы с пользой проводить свое свободное время. Frau Meier spielt Schach, ihre Freizeit nützlich zu verbringen. Frau Meier spielt Schach, ihre Freizeit nützlich zu verbringen. Петер играет на компьютере, чтобы получить удовольствие. Peter spielt Computer, Spaß zu bekommen. Peter spielt Computer, Spaß zu bekommen. Моника играет в карты, чтобы выиграть. Monika spielt Karten, zu gewinnen. Monika spielt Karten, zu gewinnen. Нам нужна срочно помощь во время переезда. Wir brauchen dringend Hilfe beim Umzug. Wir brauchen dringend Hilfe beim Umzug. Я не хочу мыть посуду одна. И здесь мы видим два глагола. В немецком предложении один глагол будет стоять на втором месте, на второй позиции, а другой глагол должен стоять на последнем месте в предложении. Расставьте глаголы в нужном порядке. Ich will das Geschirr allein nicht abwaschen. Ich will das Geschirr allein nicht abwaschen. Мне нужно покрасить всю квартиру. Ich muss die ganze Wohnung streichen. Ich muss die ganze Wohnung streichen.
Я не могу убирать комнату одна. Ich kann das Zimmer allein nicht aufräumen. Ich kann das Zimmer allein nicht aufräumen. Я не могу отремонтировать машину в одиночку, или одна, или один. Ich kann das Auto allein nicht reparieren. Ich kann das Auto allein nicht reparieren. Учитель рекомендует студентам, чтобы они записывали слова в отдельную тетрадь. Я тоже вам это rекомендую. Der Lehrer empfiehlt den Studenten, dass sie die Vokabeln in ein extra Heft schreiben. Der Lehrer empfiehlt den Studenten, dass sie die Vokabeln in ein extra Heft schreiben. Extra Heft – специальная тетрадь, то есть предназначена, например, для лексики, где мы записываем в словарь незнакомые слова. И здесь у нас сложное предложение с придаточным дополнительным. Вводится союзом das, после него идет подлежащее и глагол на последнем месте в предложении. Учитель говорит медленно и четко. Студенты его хорошо понимают. И мы повторяем прилагательные и наречия. Der Lehrer spricht langsam und deutlich. Die Studenten verstehen ihn gut. Der Lehrer spricht langsam und deutlich. Die Studenten verstehen ihn gut. Больной обращается к врачу. Врач его тщательно осматривает. Ну, обращаться к врачу можно сказать попроще, да? Если вы забыли обращаться глагол, то просто нужно научиться уметь перефразировать, да? Например, больной идет к врачу. Der Kranke geht zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn gründlich. Der Kranke geht zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn gründlich. Я приведу квартиру в порядок, чтобы мама отдохнула после работы. Приводить в порядок – устойчивое выражение в немецком языке. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Петр включает фонарик.
Peter macht die Taschenlampe an. Peter macht die Taschenlampe an. То есть дословно это слово переводится как карманная лампа. Да? Карманная лампа, фонарик. Анна спешит. Anna beeilt sich. Anna beeilt sich. Что вы делаете, когда вам грустно? Что вы делаете, когда вам грустно? Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Что вы делаете, если вы очень счастливы? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Вот этот союз when может переводиться как если или когда. То есть здесь у нас сложное предложение с придаточным условным предложением. То есть если вы счастливы, когда вы счастливы. Что вы делаете, если вы очень уставшие? Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Что вы делаете, если ваши друзья неожиданно пришли? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Подскажите, пожалуйста, как добраться до вокзала? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Дословно можно перевести как «А можете мне, пожалуйста, сказать, как я приду к вокзалу?» Это дословный перевод. Еще одна фраза, которую можно по-немецки сказать «Sagen Sie bitte». Это попроще, но более вежливая форма – это «Können Sie mir bitte sagen». Подскажите, пожалуйста, как добраться до университета. И эта фраза схожа с предыдущей. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Подскажите, пожалуйста, когда начинается урок? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt?
Скажите, пожалуйста, на каком этаже находится компьютерный класс? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Подскажите, пожалуйста, почему Петер не пришел? Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? И здесь перед нами сложные предложения с придаточным дополнительным, где роль союза выполняют вопросительные слова. Можете ли вы сказать мне, где конференция состоится? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Можете ли вы сказать мне, пожалуйста, который час? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Скажите, пожалуйста, как вы провели каникулы? И здесь мы опять используем глагол können. Можете ли вы мне, пожалуйста, сказать? Это более вежливо, чем задать вопрос, как sagen Sie bitte. Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Подскажите, пожалуйста, чью книгу я нашла? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Когда я голоден, я ем бутерброд. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. И здесь у нас придаточное предложение на первом месте, то есть предшествует главному предложению. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. Когда я хочу пить, я выпиваю стакан воды. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. То есть хотеть пить – это дословно Durst haben, это иметь жажду или хотеть пить. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. Когда я хочу пойти в кино, я бронирую билет или резервирую. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich
eine Karte. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich eine Karte. Когда мне грустно, я иду гулять. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang. То есть дословно совершаю прогулку. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang. Если я устраиваю вечеринку, я должен пригласить достаточно людей. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Взрослые идут прежде всего к врачу, если у них грипп или простуда. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. Здесь у нас союз, условное придаточное предложение, порядок слов, подлежащий сразу за союзом, и глагол на последнем месте. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. Если пьют много алкоголя, на следующий день болит голова. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. И здесь у нас придаточное предшествует главному предложению. Давайте посмотрим, где в придаточном подлежащее. Как вы думаете? Подлежащее у нас неопределенно личное местоимение man, при котором глагол всегда находится в третьем лице единственного числа, а переводит его третьим лицом множественного числа. Сабина пьет чай с медом, когда у нее болит горло. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Когда у Клаудии мигрень, она остается весь день в кровати. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Большое спасибо за ваше приглашение на золотую свадьбу. Vielen Dank für Ihre Einladung zur goldenen Hochzeit.
Vielen Dank für Ihre Einladung zur goldenen Hochzeit. Vielen Dank für Ihre Einladung zur goldenen Hochzeit. Но я хочу новый сотовый телефон с интернетом-навигатором, потому что мне часто нужно ездить в другие города по работе. То есть нужно это должен, глагол müssen, muss, musste, hat gemusst. Ich möchte aber ein neues Handy mit Internet und Navigator, weil ich oft beruflich in andere Städte fahren muss. Ich möchte aber ein neues Handy mit Internet und Navigator, weil ich oft beruflich in andere Städte fahren muss. Ich möchte aber ein neues Handy mit Internet und Navigator, weil ich oft beruflich in andere Städte fahren muss. Я хотел бы спросить, отправляете ли вы свои товары за границу? Ich möchte fragen, ob Sie Ihre Waren auch ins Ausland schicken. Ich möchte fragen, ob Sie Ihre Waren auch ins Ausland schicken. Ich möchte fragen, ob Sie Ihre Waren auch ins Ausland schicken. В интернете есть биржа труда для студентов, где я нашел свою работу. Находить – finden, findet, fand, hat gefunden. Es gibt im Internet eine Jobbörse für Studenten, wo ich meine Arbeit gefunden habe. Es gibt im Internet eine Jobbörse für Studenten, wo ich meine Arbeit gefunden habe. Es gibt im Internet eine Jobbörse für Studenten, wo ich meine Arbeit gefunden habe. Со своей лучшей подругой я познакомился в чате. Знакомиться – kennenlernen, lernt kennen, lernte kennen, hat kennen gelernt. Meine beste Freundin habe ich im Chat kennengelernt. Meine beste Freundin habe ich im Chat kennengelernt. Meine beste Freundin habe ich im Chat kennengelernt.
Я знаю, что всегда могу на нее положиться. Полагаться на кого-либо. Verlassen, verlässt, verließ, hat verlassen. Ich weiß, ich kann mich immer auf sie verlassen. Ich weiß, ich kann mich immer auf sie verlassen. Ich weiß, ich kann mich immer auf sie verlassen. Я попал в аварию и лежу в больнице. Лежать, liegen, liegt, lag, hat gelegen. Ich hatte einen Unfall und liege im Krankenhaus. Ich hatte einen Unfall und liege im Krankenhaus. Ich hatte einen Unfall und liege im Krankenhaus. Заранее благодарю вас за понимание. Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis. Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis. Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis. Вечеринка нам всем очень понравилась, потому что у нас была отличная музыка и мы могли танцевать. Мочь, уметь, können, kann, konnte, hat gekonnt. Die Party hat uns allen sehr gut gefallen, weil wir tolle Musik hatten und tanzen konnten. Die Party hat uns allen sehr gut gefallen, weil wir tolle Musik hatten und tanzen konnten. Die Party hat uns allen sehr gut gefallen, weil wir tolle Musik hatten und tanzen konnten. Это было утомительно. Das war anstrengend. Das war anstrengend. Я был бы очень рад. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen. Книга лежит на полу перед диваном. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Очки лежат на книге. Die Brille liegt auf dem Buch. Die Brille liegt auf dem Buch.
Die Brille liegt auf dem Buch. Стулья стоят за столом. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Мира – коллега, которую я знаю давно. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Norberto und Miguel – друзья, с которыми я часто встречаюсь. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Густав – друг, которого я давно не видел. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Лара – ребенок, которого я считаю очень милым. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Мужчина купил на блошином рынке красивую картину за 8 евро. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 Euro ein schönes Bild gekauft. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 Euro ein schönes Bild gekauft. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 Euro ein schönes Bild gekauft. Фанаты песни пели сами. Петь. Singen. Singt. Hat gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen.
Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Группа давала концерт в Граце. Давать – geben, gibt, hat gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Беате нужно собирать чемоданы и коробки, но ей хотелось бы лечь на кровать и поспать. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Максу нужно учиться в университете, но он хотел бы поиграть на мобильном телефоне. Max muss für die Uni lernen, aber er würde gern am Handy spielen. Max muss für die Uni lernen, aber er würde gern am Handy spielen. Тут имеется в виду, что Максу нужно бы что-то поучить для занятий, но ему хотелось бы поиграть на телефоне. Max muss für die Uni lernen, aber er würde gern am Handy spielen. Луке нужно убрать квартиру, но он хотел бы почитать газету. Luca muss die Wohnung putzen, aber er würde gern die Zeitung lesen. Luca muss die Wohnung putzen, имеется в виду почистить, да, помыть квартиру, aber er würde gern die Zeitung lesen. Luca muss die Wohnung putzen, aber er würde gern die Zeitung lesen. Они убираются, а Лука выносит мусор. Убираться, убирать квартиру, приводить в порядок. Глагол aufräumen. Räumt auf, hat aufgeräumt. Sie räumen auf und Luca bringt den Müll runter. Sie räumen auf und Luca bringt den Müll runter.
Sie räumen auf und Luca bringt den Müll runter. Они устали и выпили слишком много алкоголя во время вечеринки. Пить – глагол trinken, trinkt, hat getrunken. Sie sind müde und haben bei der Party zu viel Alkohol getrunken. Sie sind müde und haben bei der Party zu viel Alkohol getrunken. Sie sind müde und haben bei der Party zu viel Alkohol getrunken. Анна, Беата и Макс говорят Луке купить бананы, соленые огурцы, томатный сок и маринованную селедку. Покупать или делать покупки, закупаться – глагол einkaufen, kauft ein, hat eingekauft. Anna, Beate und Max sagen Luca, er soll Bananen, Essiggurken, Tomatensaft und sauren Hering einkaufen. Anna, Beate und Max sagen Luca, er soll Bananen, Essiggurken, Tomatensaft und sauren Hering einkaufen. Anna, Beate und Max sagen Luca, er soll Bananen, Essiggurken, Tomatensaft und sauren Hering einkaufen. Она звонит друзьям, но никто не хочет брать котенка. Глагол брать – nehmen, nimmt, hat genommen. Sie ruft Freunde an, aber keiner möchte ein Kätzchen nehmen. Sie ruft Freunde an, aber keiner möchte ein Kätzchen nehmen. Sie ruft Freunde an, aber keiner möchte ein Kätzchen nehmen. У Дирка аллергия на кошек. То есть в данном предложении мы должны использовать глагол haben. Haben, hat gehabt. Dirk hat eine Katzenallergie. Dirk hat eine Katzenallergie. Закрой, пожалуйста, дверь. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Эта музыка типична для этой страны. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Типичная Анна, она, естественно, опять придет поздно.
Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. В настоящее время учусь играть на гитаре. Я упражняюсь по 2 часа каждый день. Упражняться. Üben. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Переходите лучше здесь через улицу. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Над нами живет семья Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Вам уже есть 18? Sind Sie über 18? Sind Sie über 18? Я везде искал, но не могу найти свои очки. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Завтра я не работаю. Я приду послезавтра снова в офис. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro.
Ты можешь переночевать у меня. Ночевать, übernachten. Неотделяемая приставочка здесь. Du kannst bei mir übernachten. Du kannst bei mir übernachten. А вы можете, пожалуйста, перевести мне письмо? Переводить, übersetzen. Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Мне нужен перевод моего аттестата. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Вы можете также перевести деньги. Переводить, überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Я переведу тебе деньги. Ich überweise dir das Geld. Ich überweise dir das Geld. Ich überweise dir das Geld. 4 часа. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Твои часы идут правильно? Geht deine Uhr richtig? Geht deine Uhr richtig? Geht deine Uhr richtig? Могу я попросить вас послушать минутку? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? У меня есть просьба. Могу ли я разок воспользоваться вашим мобильным телефоном? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen?
Чашку кофе, пожалуйста. Eine Tasse Kaffee, bitte. Eine Tasse Kaffee, bitte. Bitte schön. Пожалуйста. Bitte schön. Что, простите? Что вы сказали? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Пожалуйста, говорите медленно. Sprechen Sie bitte langsam. Sprechen Sie bitte langsam. У тебя есть сахар? Чай очень горький. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter. Ты выглядишь очень бледным. Ты болен? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? В какой сфере вы хотели бы работать? In welchem Bereich möchten Sie arbeiten? In welchem Bereich möchten Sie arbeiten? Объезжайте территорию строительной площадки. Umfahren Sie den Baustellenbereich. Umfahren Sie den Baustellenbereich. Я готов помочь тебе в любое время. Ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. Ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. Посылка готова для вас в почтовом отделении. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Пожалуйста, свяжись с госпожой Кайзер. Она уже звонила 3 раза. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Zugspitze – самая высокая гора в Германии. Die Zugspitze
ist der höchste Berg in Deutschland? Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Мы ездим в горы каждое воскресенье. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Мы устроили пикник на горе. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht. О несчастном случае сообщили все газеты. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Вчера прочитал интересное сообщение. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen. Кто вы по профессии? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Кем вы работаете? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Вы трудоустроены? Sind Sie berufstätig? Sind Sie berufstätig? Пожалуйста, успокойтесь, все хорошо. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Результат удовлетворительный. Das Ergebnis ist befriedigend. Das Ergebnis ist befriedigend. Разве мы не встречались когда-то? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Это был великолепный концерт. Я в восторге.
Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Летние каникулы начнутся через 2 недели. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. В начале урока учительница приветствует своих учеников. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Я тебя немного провожу. Ich begleite dich ein Stück. Ich begleite dich ein Stück. Количество участников ограничено 12. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Пожалуйста, обоснуйте свое мнение. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Арендную плату повысили безосновательно. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. То есть дословно была повышена. Здесь используется Präteritum Passiv. Wurde, да, с глаголом werden. Wurde erhöht. Хозяин приветствует своих гостей. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste.
Могу ли я оставить журнал себе? Здесь мы как бы спрашиваем разрешение с глаголом dürfen. Darf ich die Zeitschrift behalten? Darf ich die Zeitschrift behalten? Какой врач вас до сих пор лечил? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt?